Der Sommer ist streng. Ständige Dayraves, fettige Barbecues und immer probieren, das Bier möglichst kühl halten. Das ist ein reiner Stress. Drum, nehmt euch einfach mal eine Auszeit. Geht raus auf den Liegestuhl, machen es euch bequem und nehmt euch ein Mimosa zur Hand. Weil jetzt geht's los mit Kater zum Morgen. Handyfreie Schulen. Das wünschen sich BildungsdirektorInnen aus der ganzen Schweiz. Zwischen Tablin und Cliff, ist ja logisch. Es geht nicht um den perfekten G-Split, Marin, sondern um Handyverbot an den Schulen. Schulen? Wir sind ja auch Schüler, also wie meinst du das? Ja, aber es betrifft nur Schüler unter 14. Ach ja, das ist ja egal. Ja, aber das ist ja der Anfang. Du checkst es gar nicht. Zuerst verbietet das Handys an der Schule, nachher im Zug, dann in der Öffentlichkeit und am Schluss verbietet es Brainrot. Brainrot? Alter, ich brauche Brainrot. Ohne das kann ich nicht mehr einschlafen. Ja, aber ganz ruhig, Marin, weil wir stellen uns jetzt offiziell gegen das Verbot. Weil wir bei Kater zum Morgen lancieren jetzt das Referendum «Rettet unseren Brainrot». Und vor allem gibt es viel schlimmere Sachen für Kinder. Welche das genau sind und wie man denen vorbeugen kann, erklärt unsere zertifizierte Nanny Janine Nucki. Expertencheck mit Jene. Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Schön, bist du da. Hast du so genug Platz? Ja, das ist super. Perfekt. Grüezi miteinander. Mein Name ist Janine Nucki und ich bin Ihre Expertin, wenn es um Kindererziehung geht. Es gibt so einige Gefahren in den eigenen vier Wänden, die es zu beachten gilt. Und ich möchte Ihnen helfen, die zu umgehen. Wenn Sie Ihr Kind gemäss Gebrauchsanweisung zum wöchentlichen Waschen bringen, dann einfach ja nie aus den Augen lassen, dann nur wenig Wasser in der Badewanne kann schon tückisch sein, wenn sich das Kind aus Versehen umdrüllt und mit dem Gesicht im Wasser liegt. Übrigens, die ideale Wassertemperatur fürs Baden ist 38 Grad Celsius. Weil schon ab 50 Grad kann das Kind eingehen. Und das will ja jetzt wirklich niemand. Im Bett soll das Kind auch nicht bequem haben. Das heisst, Decken, Küsse und Kuscheltiere gehören nicht ins Kinderbett. Das Kind könnte sich das nämlich alles in der Nacht über den Kopf ziehen und daran ersticken. Darum mein Tipp, 2 Spannsätze und das Ding auf den Küchentisch spannen. Scharfe und spitzige Gegenstände wie Messer, Tischkanten oder die alte Hellebarde vom Grossvater sind extrem gefährlich. Darum sage ich nur, das Kind bis zum 5. Lebensjahr am besten gar nicht ins Haus lassen. Zum Schluss noch ein Bonustipp von mir. Damit wäre es nicht passiert. Danke. Mir gibt es das Beste. Wille, wie entsorgst du eigentlich deine Bananen? Ich rede einfach weg, ehrlich gesagt. Einfach in Abfall. Ja. Du Müllsünder, du. Da steht schwarz auf weiß bloß nicht in den Kehricht. Hey, es ist ja nur eine Banane. Nur eine Banane. Hast du schon mal Mario Kart gespielt? Ja, sicher. Eine falsch platzierte Banane kann Freundschaften zerstören. Marine, es geht um Abfall. Abfall. Recycling ist wichtig. Irgendwann, du bist Schwede, ihr seid doch gut in dem. Ja, schon, aber... Ich frage dir jetzt mal ein paar Sachen und du sagst mir, wo es herkommt. Ist gut, ja. Da, so ein Plastikröhrchen. Eher Plastikabfall oder das Nasenloch von einer Komm Schildkröte? jetzt, was für... Etwas anderes. Eine alte Zeitung vom letzten Monat. Wo kommt die her? Ja, in Altpapier. Nein, die kommt auf unseren Redaktionstisch, dass wir News haben für die nächste Folge. Nochmal etwas. Wille, was siehst du da? Eine Bettflasche. Es ist Kuchen, Wille! Ist alles gut, Marine? Können wir weitermachen? Ja, was kommt als nächstes? Ich sag dir ehrlich, ich brauche glaube bald eine Sommerpause. Es steht immer das gleiche Zeug in dieser Zeitung. Was hast du denn noch drin? Etwas Ja. muss noch drin sein. Jetzt steht, weiterer Davoser Kokaindealer steht vor Gericht. Das ist echt immer das Gleiche. Wetter, die nächste Schlagzeile ist es wie «TÜV rutscht auf Kies aus». Echt immer das Gleiche. Das ist einfach blöd, oder? Das Open Air St. Gallen ist leider schon vorbei, aber das ist bei weitem nicht das einzige Festival diesen Sommer. Marine, an welche Festivals gehst eigentlich du? Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Festivalgänger. Hey, was macht man denn so im Bündnerland? Wir haben da unser ganz eigenes Ding. Stell dir eine breite Bierauswahl vor, günstige Preise, Konzerte, Comedy Nights und das alles an einem Anlass. Das ist Polenta 7000. Und darum schalten wir jetzt zu unserem Außenkorrespondent, Am Phil Taylor. Was tönt nach einem faden Maisgericht und ist dazu noch saulustig? Das ist die erste Comedy Night von Polenta A13. 7000. Und weil es heute auch so richtig lustig zu und her geht, bin auch ich da, der Till Fehler, der Abstand lustigste Aussenkorrespondent für Kater zum Morgen. Das sehen wir dann. He?
Immer das Gefühl, er ist so lustig, aber Und das ist mein Job. Wie heisst du? Noah Luca. Noah Luca? Noah Luca im Finale, sag's euch! Ich habe gehört, du bist früher eine wilde Festivalmaus gewesen. Extrem, brutal, gefährlich, Traktorpanzer. Du Hund! Also du würdest sagen, du hast Crowdsurfing erfunden mit deinem Kollegen. Einfach ohnmächtig auf die Crowd geworfen und dann ist das wie Nein, wieder ins Zelt unten gekommen. durchgezogen. Also was sagst du im Gegenteil? Diving. Crowd-Diving. Wir sind zurück beim Noah Luca und er kann Zaubertricks. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Hey, du weißt nicht mal deinen eigenen Namen, jetzt Alter. übernehme ich das. Da, Sender. Okay. Dann wieder zurück, ja, ist gut. Hast du gut gemerkt? Ja, ich habe es mir gemerkt, ja. Hast du eine Karte? Nein, das ist nicht meine Karte. Tatsächlich nicht? Nein, ist meine. Was ist sie denn gewesen? Darfst du laut sagen? Okay, es ist, ja, ich habe es mir gemerkt, ja. Am Greenfield sind 2 Leute am Vögeln auf der Dusche. Also in der Dusche. Auch geil. Das war auch wild, aber... Bist es du gewesen, bist ehrlich? Nein. Aber sicher safer Sex gewesen. Das ich schwöre. Ja, geil. Und heute, was machen wir noch? Elsenbier selber. Wenn ich mal gross bin, will ich auch so Frisur haben. Wie hat es dir gefallen, da oben zu stehen? 1 bis 10. Sagen wir 1 bis 8. Ich gebe ein klassisches wie immer ein 7,5. 7,5? 7,5. Was hat gefehlt für das letzte halbe Prozent? Hey, da vorne ist so ein Liegestuhl leer geblieben. Gehst du auch gerne so an Musikfestivals oder so? Ja. Hey, ihr zwei Hübschen! Wer bist du? Ich bin der Tim. Was trinkst du am liebsten? Bier, Bier. ein schönes Boxer. Und Kraut. Bier und Kraut. Dann bist du eigentlich dabei. Und sonst Ping-Pong und so spielst du auch? Rundlauf. Hat jemand Lust? Jetzt kann ich langsam wieder anfangen. Heute die erste Runde Rundlauf. Nicht Krücken. Böse Zungen würden sagen, du bist ein Simulant. Ja, sagen wir es noch. Nein! Yes! Das war wir Comedy Night von Polenta 7000. Phil, was meinst du? Ich würde sagen, zurück ins Studio. Für Kater zum Morgen, Till und Phil, Failer und Taylor. Boah, hat das nice ausgesehen. Boah, ich wünschte, ich wäre jetzt auch beim Polenta. Spannender Beitrag gewesen. Aber jetzt kommt. Soll ich es überhaupt noch introducen? Ja, komm, mach's einfach. Also gut, ihr wisst doch, wie es läuft. Es kommt das romanische Wort vom Tag. Yes. Und das Mal haben wir uns etwas ganz Spezielles überlegt. Der Fluch am Romanisch ist ja, es ist eine saualte Sprache. Neue Wörter gibt es da gar nicht. Zum Beispiel dein Lieblingswort Brainrot. Und für das haben wir jetzt etwas überlegt. Und das Wort geht Marche Churvi. Revolutionär. Wille, du hast schon angesprochen. Ja, wir haben unser Versprechen schon 3-mal eingehalten und brauchen jetzt eine Sommerpause. Folgen uns auf all unseren Social Media Kanälen, dass wir auch wieder am Start sind, wenn es weitergeht. Ciao zusammen. Ciao!